Willkommen zur 2.9er Folge mit dem Psyven. Und das Ganze da, das ich gerade schon vorgewarnt habe, wird nachvertont, weil ich ein paar Versuche gebraucht habe, um die 800.000 zu erreichen. Diese von ehemaligen englischen Profiboardern entworfene Strecke, ein Irrgarten aus Stahl, Teflon und schneebedeckten Beton, ist das Mekka der Railing-Fans. Schon der kleinste Fehler entscheidet über Sieg und Niederlage. Ja, da ist effektiv so, dass ich am eigenen Leib spüren und vor allem habe ich ein bisschen tricksen, um wirklich die Punktzahl zu erreichen und ein paar mal 5 gleich noch mitnehmen, um die Punktzahl zu erreichen. Concrete and steel. I feel good. Ja, ich habe mich nicht so gut gefühlt bei diesen Aufnahmen, weil ich halt doch ein paar Mal gesagt habe, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Go! This is Fight Dream. Ja, ich wollte eigentlich mit dieser Folge nur zeigen, dass Fight Dream. dass ich es gleich kann schaffen da. Ich weiss, es ist keine Hammerpunktzahl, weil ich will mal noch anschauen. Ich glaube, der Typ, der den Weltrekord hat, hat ja um 4,5 Millionen gemacht. Auf dieser Bahn. Ich habe mir das Video ehrlich gesagt nicht angeschaut, wäre es mir wahrscheinlich nachträglich, nachdem dass ich das Ganze da nachgesprochen habe, gleich einmal noch rasch antun. Verlinken und so werde ich das Zeug nicht. Ihr werdet das Zeug selber finden, wenn es euch wirklich interessiert. Darum. Und ihr wisst ja auch, dass ich da das Ganze nur hobbymäßig mache. Und ich habe noch ein paar Feldversuche eingeschnitten, in dem Fall, zum Volk noch ein bisschen strecken, muss ich jetzt mal feststellen. Ja, ihr seht da, ich war recht fleissig mit Neustarts zu machen, bis ich dann wirklich den Lauf rein kann, den ich wollte. Ja, dann muss das Ganze mal nutzen und ein bisschen das Fazit ziehen. Ich glaube, SSX ist nicht so schlecht gewesen, von den Aufrufzahlen her und allem. Ich würde mich auch bedanken beim ein oder anderen neuen Abonnenten, den ich jetzt doch in der letzten Zeit noch bekommen habe, die sich entschieden haben, zu mich abonnieren. Das finde ich natürlich flott und das gibt zusätzliche Motivation für zukünftige Projekte. Ich wollte auch nochmal am Rand noch angefügt haben. Und dann haben wir da mal 5 da mal mitgenommen. Und ich glaube, da war dann auch der Lauf, wo wir schlussendlich ins Ziel gebracht haben. Wenn ich mich nicht irre, hihihihi. Ja. Wenn wir es mal 3 oben draus lassen. Ja, ich bin noch ziemlich schwer am Schwanken, was das nächste Ziel bringen, weil es gibt so einen Games, wo ich mittlerweile jetzt aufgepasst habe, und ich mir gesagt habe, mal, da wäre durchaus etwas, wo man noch zutrauen. Mit meinen bescheidenen Skills, die ich besitze. Ja, ihr seht es da, ich bin halt altbot auf die Fresse, also ist sicher nicht untertrieben. So, im oberen Teil mal knapp 230.000 geholt und dann müssen wir schauen, dass wir runterkommen, weil die Zeit abläuft. Jetzt sind wir hier in die Pipe rein, weil da hat es auch mal 5 drin. Haben wir aber, glaube ich, zuerst auch zu viel wollen. Und dann hat sie es auf die Fresse gehauen. Haben wir überlegt, machen wir einen Neustart, machen wir keinen. Wir sind gleich entschieden, nein komm, wir haben noch Zeit. Das packen wir noch.
da natürlich Prüfezeit liegen lassen, das ist mir auch klar. Es ist auch kein super Versuch, aber zumindest immer die Punktzahl, die gefordert ist, kann man erreichen. Wir sind eigentlich mehrheitlich um selbst gegangen. Weil wir es mit dem Marty halt eben nicht geschafft haben. Dafür haben wir mit dem Simon auf Alaska gesagt, dort haben wir nur 2-mal Silber geholt. Shit happens. Dafür haben wir den auf Pipe Dream gleich noch da geholt, wo wir entfüllen, und zwar Gold. Jetzt haben wir schon mal Silber. Jetzt sind wir schauen, dass wir da rauskommen wieder. Auch ziemlich in die Hose gegangen, wenn wir ja noch sind, aber egal. Am Schluss hat es ja nicht gepasst, wie wir noch werden gesehen. Ich habe da natürlich extrem spoilert von Anfang an, aber muss zwischendrin halt auch sein. Und vor allem immer etwas nachgelassen. Ich bin gespannt, wie das Ganze wird rauskommen. Das ist die erste Folge, die ich effektiv so nachverstehen. Und ich kann ja noch lernen daraus. Ich kann ja für nächstes Mal nur besser werden darum. Wenn wir da einfach mal so stehen. Ja, dann sind wir auf die andere Seite gegangen, damit wir sie da mal 5 auch noch nicht mitnehmen können. Und dann haben wir die Punktzahl effektiv in der Tasche gehabt. Genau. Und dann haben wir da auch mal 5. Das war ein Streifschuss, mitgenommen hätten wir es, aber wir haben nicht zu viel wollen und sind auf die Schnarre geflogen, weil sonst hätte es ein paar Pünktchen mehr gegeben. Ich hätte da noch eine halbe Minute Zeit gehabt, aber ich habe gesagt, du, schau, wir haben jetzt die Punktzahl erreicht. That's it. Und ja, wir sehen den vom SSX Let's Play und kann da nur das Gleiche sagen wie immer. Lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man hört sich.